Die EU hat Jahr 2010 zum Europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung erklärt. An dem Kontext hat den Eurostat eine Etude über die Gefahr von der Armut an der EU 27 publiziert. Demnach haben im Jahr 2008 ganze 17% von der europäischen Bevölkerung noch unter Armutsgrenze gelebt. Zu Lützeburg schlug den Tor bei immerhin 13%. Das Weltjahresabkommen in 16.500 Euro lang. Der Grand Duché zählt zum EU-Land mit dem niedrigsten Armutstor. Der Lützeburger Regierungschef Jean-Claude Juncker soll für weiter 2,5 Jahre die Euro-Finanzminister feiern. Die Ressortchefen haben den 55-Jährigen im Montag zu Brüssel einstimmig als ihre Vorsitzende konfirmiert. Ein Gegenkandidat ist es nicht gehen. Mit der Konfirmation von Juncker sind dann auch sämtliche wichtige EU-Posten besetzt. Die Finanzministerin setzt mit Juncker vor allem auf seine Erfahrung als seine Autorität. Et war wie am Krieg. Den Taliban-Kämpfer hatte sich an der Hauptstadt von Afghanistan stundenlang Gefechte mit Regierungstruppen geliefert. Rund 20 Taliban-Kämpfer hatte für Chaos bei der Sicherheitsequipe von Afghanistan, den NATO-Truppen und dem Präsident Hamid Karzai gesorgt. Praktisch gleichzeitig hatte sich Attentäter für ihre Regierungsgebäude im Hotel Serena, 2 Einkaufszentren an der Nationalbank mit Sprengstoffriemen und Blut gesprengt. Trotz der Hülle von US-Spezialunitäten hatten hunderten afghanische Soldaten und Polizisten die Situation nicht unter Kontrolle.